Und weiter geht's mit dem bereits 27. Part von Fire Emblem Path of Radiance. Und wir sind soweit ganz gut dabei, wenn noch nicht alles optimal gelaufen ist, aber wir haben alle Items gekriegt. Aus den Truhen, alle Einheiten leben noch, natürlich noch umso geiler. Und der Rest wird sich zeigen. Das war ja klar. Endlich, das sind sie. Ich hoffe, Kaiserin Saniki, geht es gut. Meine Damen zu den Waffen, zeigen wir ihnen unser Können. Wow, sind das Falkenritter sogar? Ich hab's kommen sehen, natürlich, weißt du. Wenn sie mir etwas mehr gezahlt hätten, wäre ich bereit gewesen, ihnen zu helfen. Naja, was können uns ein paar armselige Menschen nehmen, wa? Das können uns gar nicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Jawohl, Sawyer! Das war's. Der Schau bläht sich langsam, aber sicher. Die Rahmen sind geflohen, als die Heilige Garde aufgetaucht ist. Die anderen Grabs sind ebenfalls geflohen. Und er unsere Aufgabe hier erledigt. Rahmen sind eine Sache. Was haben diese Männer mit ihnen gemacht? Ja, ich fand das ebenfalls sehr seltsam. Sie sahen aus wie Piraten, aber sie haben sich definitiv nicht wie solche verhalten. Allerdings, sie waren nicht interessiert in der Fracht, ihre Soldaten waren durchtrainierte Kämpfer. Aber wer waren sie? Welchem Land dienen sie? War das ein Anschlag auf das Leben der Hohepriesterin? Das ist durchaus möglich. Die Hohepriesterin ist das Symbol für das Imperium Betschnin selbst. Die Hohepriesterin ist die Kaiserin des Imperiums. Würde es sie nicht mehr geben, würde auch Betschnin vergehen. Ich verstehe. Na, mehr als ich. Die Hohepriesterin wird vermisst, was soll das heißen? Diese Stimme. Was muss das passiert sein? Wir sollen nachschauen gehen. Diese Aufgabe verursacht meine arge Kopfschmerzen. Es tut mir leid, Ma'am, wenn ich als Wiedergutmacher mein Leben geben könnte. Ja, hör auf, wenn du Buße tun willst, dann mach den Nütz und find die Hohepriesterin. Ja, Ma'am. Ist weg. Bin ich sicher. Dann kann man ihn so verlassen. Alleine? Warum das denn? Hey, Eike, achte auf deine Wortwahl, ja? Du bist unhöflich. Ist schon gut, Lady Ritter. Ich habe wichtige Dinge, die mich beschäftigen. Ich hasse es zu fragen, aber könnt ihr eure Hilfe bei der Suche nach der Hohepriesterin in Anspruch nehmen? Klar, Mann, es macht dir doch nichts auszuhelfen, oder Ike? Nö. Du warst dankbar. Jo, machen wir. Da mal jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Naja, theoretisch schon, aber wenn ich mich verstecken würde, ich wäre eine Edeldame. Ja, ich weiß, das klingt, Leute, ich weiß. Trotzdem, also gut, ich sag's anders. Damit es korrekt ist und so weiter und auch stimmen würde. Angenommen, ich wäre ein Edelherr, klingt auch doof, ja? Ja, halt ein König, königliche Person, wie auch immer. Und ich würde mich verstecken. Würde mich doch nicht als solche verkleiden, also anziehen, natürlich Indianer verkleiden und so weiter, damit ich nicht auffalle. Niemanden soll nicht ins Rest des Schiffs vor. Okay. Ja, wenn du Dinge ausdrückst. Ich sollte mich wohl dafür entschuldigen. Nö, Mann, ist schon cool. Da wecken. Danke, Ike. Hohepriesterin. Jo, sie gefunden? Nö. Der Kampf verläuft. Vielleicht hat sie Angst bekommen und sich deshalb hier versteckt. Willst du helfen? Mal schauen, wa? Hey, geht's dir gut? Mir geht's gut. Ja, du brauchst keine Angst zu haben. Wer bist du? Du siehst nicht aus wie ein Lagus. Vielleicht ein neuer Rekrut? Nö, ich bin Söldner. Jetzt vom Creamier? Aua! Was ist denn? Also, den Fuß verletzt, sag mal. Warte, komm jetzt nicht so nahe. Er sagte doch, au, du tust mir weh, Idiot. Der Knochen scheint nicht gebrochen zu sein. Trotzdem sollte alles sich das mal anschauen, nur für alle Fälle. Ja, weil Reese lebt ja nicht mehr. Dieser verdammte schwarze Ritter. Das ist meine Schwester, ich kann dir am Fuß heilen. Versuchst du mir zu helfen? Hast du nichts anderes zu tun? Nö, wieso? Verstehe, das ist wirklich... was ist denn? Nichts, wenn es so ist, nimm deine Hilfe an. Kannst du wieder bei der Suche nach der Hohepriesterin? Ne, ich habe nur diese verlorene Kinder gefunden. Die ist aber süß. Ali, meinst du, kannst das Kind mit deinem Stab heilen? Klar, Mann, ist sie verletzt? Nur ihr Fuß, vielleicht hat sie sich auf den Kopf gestoßen. Sie murmelt irgendwelchen Kauderwelsch, seit ich sie gefunden habe. Ich schwieg und habe dann Verhalten an Ignoranz zugeschrieben. Nicht länger tolerieren. Was ist jetzt los? Am Fuß, nicht wahr? Wir finden auch in der Gegenwart von Sanaki, der Kaiserin von Betschnin. Und die Hohepriesterin, die Stimme der Göttin. Was? Ja, dann ist sie ja... Nein, ist sie wirklich? Das kann doch gar nicht sein. Ausgeschlossen. Hört auf damit, auch wenn sie lügt, muss es einen Grund...
Ihr Ignoranten! Geht's doch gut, Kaiserin? Ups. War ausgesetzt. Oh oh, jetzt wird uns sicher Kiel holen. Du kommst zu spät, Sigrun. Was hättest du gemacht, wenn mir etwas passiert wäre? Oh Mann, ein verzogenes Gehör. Muss das sein? Ja, doch nichts. Wenn wir lieber unseren Rettern. Es lohnt für meine Rettung, würde ich auch gerne an meinem Hof einladen. Natürlich das Mädchen, das diene, das Mädchen, das sagt. Ihr seid Priester und Creamy ebenfalls eingeladen. Ja, gut, das ist auch ein bisschen by the way und so, nicht unbedingt wichtig. Also wichtig, vielleicht interessant, aber wenn Pegasus Ritter verfügt, wir sollen eine Einladung folgen, muss die Prinzessin, muss in der Kabine sein. Und Kapitel ist beendet. Kapitel 13 mit dem Wind. With the Wind of Change, Betschnien. Alter, ist das riesig, ey. Eine Theokratie, die der Göttin Aschera dient. In der Mitte des Imperiums regierend und die Welt leitend mit der Stimme der Göttin herrscht die Hohepriesterin Sanaki über Betschnien. Als Ascheras Auserwählte genießt die Hohepriesterin die Liebe und Respekt ihrer ganzen Nation. 7 imperiale Senatoren unterstützen die Hohepriesterin in der Regentschaft ihres Reiches. Seit Hunderten von Jahren ist dieses Regierungssystem das Rückgrat von Betschnien. Nachdem Ike und seine Leute Prinzessin geholfen haben, bringt die Heilige Garde sie in die Hafenstadt des Imperiums, Sien. Alter! Einen Turm im Hintergrund kennen wir doch. Aus dem Intro halt. Und aus dem Thumbnails. Die Oberschrift von Betschnien lebt ein Leben in Luxus und Komfort. Man nennt sie Gesegnete. Sie haben enormen politischen Einfluss und residieren in großen, tempelartigen Häusern, deren Türme den Horizont bestimmen. Der Turm der Wacht überschaut das Herz der Stadt. In ihm hält Aschera Wache über die Welt. Tempel kann eine große bestimmte Ordnung. Gewöhnt. Das Gebäude als sehr verwirrend. Jo. Weil ja klar war. Und Zeit für Kapitel 14. Routine. Was? Tempel von Maynal? Nun, ich gebe vor, die Weise des Königs von Creamia, Ramon, zu sein. Prinzessin Alicia, Riddell von Creamia, ist das richtig? Ja. Ich habe davon gehört, dass der König von Creamia im Geheimen eine Tochter hatte. Meine Getreuen haben mir in der Vergangenheit darüber berichtet. Die Vergangenheit, wie alt ist denn die? Ja, die Wahrheit entspricht? Nein, nix. Meine ganze Anstellung galt, den Dänen zu entkommen. Ich hatte keine Zeit, einen Beweis meines Erbes mitzunehmen. Also ich kennen wir, das soll ich noch tun. Ich bürge für sie. Milord Ike. Ja klar, dann sag mir auch, wie du zu einer starken Überzeugung gelangt bist. Dann lange immer dem Schloss niemals verlassen. Wie kannst du ein einfacher Söldner es also wagen, in Glaubwürdigkeit zu bezeugen? Auch dennoch, wieder jemand von Hirnsteins Behauptung vertreten, wird dieses unwiderlegbare Beweis akzeptieren. Du bist ein gewöhnlicher Bürger. Tschüss, Mann. Den Arm für einen guten Preis reden sie der Lüge, egal wie ausgefallen dieser sein mag. Sartigen bist? Natürlich nicht erwartet, vielleicht bist du ein königlicher Ritter aus Crimea. Mit der Art ich noch bin ich ein Ritter, habe keine Verbindungen zum Palast. Und ganz egal, wie viel Gold man mir auch bieten würde, ich könnte niemals meine Überzeugung verleugnen. Alicia hat uns befohlen, ja, er bezahlt, ja, aber nicht mehr als unser Dienst, als es Korte wert ist. Nicht eine Münze mehr. So war gekommen, weil wir fest daran glauben, dass Alicia eine integre Frau ist. Wir verkaufen unser Schwert und nicht an Lügner. Mir ist es ganz egal, wie hoch, wohlgeboren und mächtig ihr seid. Lasst nicht zu, dass ihr das Vertrauen, das uns mit Alicia verbindet, verspottet. Oh, die Musik. Milord Ike, in diesem Ton. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du in diesem Ton mit der Hohepriesterin sprechen? Wachen, wachen, ergreift diesen Mann. Und holt den Kiel, den Tod. Halt. Sephiran hatte recht, was dich betrifft. Du bist wirklich sehr interessant. Hohepriesterin? Sephiran, die Mönche, die wir aus dem Gefängnis befreit haben? Diesmal als ein Mönch, seine Verkleinungen sind stets klug gewählt und Überraschungen sind immer wieder. Ein Herzog Bilsis, Premierminister Betschnien und mein engster Berater. Alter. Okay. Ja, ich entschuldige mich, dass ich euch auf die Probe gestellt habe. Wisst ihr, das Leben hier im Palast besteht aus tödlicher Langeweile. Ich bin immer schrecklich gelangweilt.
Ja, okay. Ohoho, das war es also. Das ist auch ähnlich, hohe Priesterin. Welch ein listiges Spiel mit Esprit und Wortwitz. Einfach überwältigend. Selbst euer loyalster Diener, Herzog Oliver von Donners, steht kurz davor, sich auf Glatteis führen zu lassen. Das gebe ich demütig zu. Kommt Herzog Lakai? Das war ja List, nicht wahr? Oh, Herr Priester, ihr treibt eine Gnade Schmerzen mit uns. Das ist keine schlechte Art, uns zu amüsieren. Was meint ihr, Herzog Hetzel? Wie wahr, mein lieber Herzog. Prinzessin Alicia, ihr habt es geschafft, ein Lächeln auf das Gesicht unseres geliebten Hohepriesters zu zaubern. Welch eine Ehre das sein muss. Ho, ho, ho. Das nehme ich an. Idiotie, was? Ich kann also beruhigt sein, ich bin dankbar. Jetzt wartet mal. Ja. Oh, Ike ist aber sauer, hey, Alter. Was soll das so bedeuten? Ihr wusstet, dass Alicia die Prinzessin Cremia ist und trotzdem habt ihr sie zu eurem eigenen Vergnügen genehmigt für ein dummes Spiel mit Esprit und Wortwitz? Das Ganze überhaupt nicht witzig. Alicia hat ihre Heimat verloren, ihre Familie wurde verfolgt und ermordet von den Monstern aus Dehn. Sie sieht eine einzige Möglichkeit und nimmt lebensgefährliche Risiken auf sich, um euer Domizil zu erreichen. Und ihr lacht sie aus? Was ist daran bitte lustig? Wo bleibt euer Anstand? Ihr seid grausam, ihr alle seid abscheulich, ihr ärgert mich so sehr an, dass mir die Worte dafür fehlen. Alk, jetzt gehst du ein bisschen weit. Du elender Wurm, deine Zunge hat dich einmal mehr verraten und... Herzog der Kain, haltet doch zurück. Aber... Ich spreche, also seid still. Oh, Scheiße, ey. Nun, Ike, ich verstehe deine Gefühle voll und ganz. Deine Leidenschaft für deinen Arbeitgeber ist wirklich eine wunderbare Sache. Aber ich will ehrlich sein, dein Verhalten stellt mich auf eine Geduldsprobe. Erhebe noch einmal die Stimme mir gegenüber und die ohnehin prekäre Situation wird für deine Prinzessin noch gefährlicher. Hast du mich verstanden? Ach du Scheiß, Ike, pass auf, was du sagst. Nichts mehr. Ohne Badgens Unterstützung ist Alicias Anspruch bedeutungslos. Oder sollte ich mich da etwa irren? Das Wohl des Landes muss sie aufwärts stehen und schweigen. Fakt ist, ihr bleibt nur untätig, um die Gunst Badgens zu betteln. Oder sollst du das etwa noch nicht erkannt haben? Ich muss über vieles nachdenken. Im Moment seid ihr entlassen. Ich werde mich in Kürze mit meinen Senatoren treffen, um die Angelegenheit zu besprechen. Cremias Zukunft wird nicht lange ungewiss bleiben. Bis dahin schlagt ihr vor, ihr ruht euch aus. Vielleicht sollt ihr auch noch einen eigenen Spieler mit Esprit und Wortwitz üben? Oh Mann, Ike. Die hat echt Nerven. Sie nutzt unsere Situation zu ihrem Vorteil aus, spricht von oben herab zu uns, als ob... Ist ja völlig egal, ob sie Kaiserin von China oder sonst etwas ist. Da kann sie einfach nicht leiden. Hör mal, Ike, kann es nicht sein, dass die Hohepriesterin nicht gerettet hat? Was? Titania hat recht. Badgen ist eine Nation, die von altehrwürdigen Bräuchen und uralten Sitten regiert wird. Du hast die Hohepriesterin beleidigt. Das Symbol ihres Lebens. Dass sie überhaupt noch atmen darf, ist ein Wunder. Eine Auftraggeberin ist, also die Hohepriesterin hat sich verärgert, jetzt sind alle Hoffnungen wieder von Luft aufgelöst. Lassen. Die Bürger teilen sich selbst in Klassen. Mit den Klassen kommen die Vorurteile. Oh Mann, ey. Ja, ist doch immer so. Es tut mir leid, meine Ignoranz entschuldigt nicht meine Dummheit. Es tut mir aufrichtig leid. Nein, ist schon gut. Das ist trotzdem cool. Mein Zuhause, mein Runde zurückkehren muss, lässt auf mich. Milord Ike, ihr und eure Gefährten sind in meiner Stille geblieben. Okay, wir nehmen Alicia. Aber das echt? Wisst ihr es nicht? Nö, ich bitte um Verzeihung, ich werde nur vorsichtiger sein. Sind wir vorbereitet? Ah, Milord Ike. Ist ihr doch verliebt in Ike? Ike ist Zusammenfassung unseres letzten Kampfes. Einnahmen, jo, cool, Bonus, Held, Athen, 19 Stella, geil. Hervorragend geschlagen. Entschuldige mich, ja, bis jetzt eben noch Reese der Einzige. Bleibt auch der Einzige. Wobei, wenn ich das Gefühl habe, so mal Handel gucken, was haben wir noch alles? Neues zumindest. Ja, legen wir mal dorthin. Eisenklinge im Besitz. Eisenbogen. Eine Stahlklinge wäre auch mal ganz nice.
So, dann haben wir... Oh, da sind ja Lichttypen. Weil die fangen natürlich keiner von uns überhaupt Lichtmagie einsetzen. Momentan noch nicht. Ich hoffe, dass es Alia kann, so als weiterentwickelt. Also, wir haben noch eins. Entschuldigung. Erneuerung, geil. Da wird sich Alia freuen. Zum Vergiften, okay. Eins hat er noch, aber kein Problem. Verkaufen, wir haben noch was zum Verkaufen. Behalte ich alle noch für später, weil ich halt ein bisschen, naja, entwickelt habe, die Einheiten, dann besser beurteilen kann, wer was braucht und wer nicht. Der Rest hat so gut wie nichts. Ein Einzelne kann weg. Na gut sagst. Oh ja, wir haben noch ein paar Dinge. Ein paar coole Dinge. Dann kannst du... Lagus ist noch einer, also... Naja, ein Glückstreff vielleicht noch. Den ablegen, war sowieso auch keiner mehr. Dann gibt halt Tenien doch mal noch das Heilmittel ab. Jo. Eine bessere Lanze noch, wa? Ja, wo sind die Eisenlanzen, die er noch hatte? Ich hab doch eine gekauft, bin ich jetzt? Ach so. Getrin ist eigentlich gut so. Du kannst also nicht Rang einsetzen. Ja, doof. Was willst du machen? Das passt zwar ja eigentlich auch noch. Iliano nicht noch am Überlegen, aber vermutlich kommt die auch bald weg. Also nicht mehr ins aktive Team, sondern natürlich. Okay, Erfahrungspunkte speziell. Ich gebe noch keine, weil wie gesagt nicht sicher, ob der überhaupt noch schon früh genug sich entwickeln kann. Er kriegt Bonus-EPs. Lalalala. Wir haben glaube ich für die Mission keine bekommen, war also Sinne von NPC dann überlegt und so, cool. Sieht echt nicht so aus. Das levelt echt langsam, ich Spaß noch auf für ein bisschen später. Ich weiß eigentlich immer wieder, aber es muss fast sein. Naja, der ist nötig, das ist immer die andere Frage. La 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 la. Noch mehr Verteidigung, okay. Dann Marcia kriegt noch ein paar. 15, Stärke nach Geschwindigkeit. Ja, die ist richtig geil, wenn man bloß Ziel nachziehen könnte. Da haben wir sie auch schon. 80. Schauen wir die Werte an, wa? Verdammte Magie, was soll ich mit Magie bei ihr? Das ist gleich nochmal. Bitte keine Magic mehr, ja? Geht das vielleicht? Ja, gut. Wenn zwar Stärke lieber gewesen, aber Geschwindigkeit ist auch cool. Okay, Sowen kriegt noch 20. Level 18. Nach 2 Level müssen sich hier nachher weiterentwickeln, also sprich automatisch. Wir gehen langsam die Bonus-EPs aus. Also sowieso die Frage, was speichern die lieber für später, wenn sie es schon weiterentwickelt haben und mache es jetzt schon, weil jetzt stärker Gegner kommen. Das hat beim Blind-Projekt echt nicht gut, also kein Wissen. Seela gebe ich keinen, doppelt der sowieso selber ganz cool. Getry kriegt noch welche, sonst hängt er ein bisschen hinterher. Komm schon, Stärke! Na gut, Resio akzeptiere ich auch.
So, die brauchen noch keine. Iliana auch nicht. Der Rest passt, wa? Zumindest aktuell noch. Ja. Vielleicht Folge trainiere ich vermutlich noch irgendwie Level 12, 13 maximal. Dann kriegt er ein Meistersiegel. Das gleiche wird für Alia so sein, dass er sie bis Level 10 halt irgendeine Hochstufe und dann wird die auch weiterentwickelt. Die anderen müssen sie automatisch hinkriegen. 17, 16, 18, 15, 13. Ja, das ist halt echt noch ein bisschen. Ein Hallo 2 Level bloß, aber trotzdem 5. Stärke mehr, Fähigkeit viel mehr, Geschwindigkeit 8 mehr. Gut, sie haben hier Verteidigung, chill, aber. Frage ist auch, kriege ich halt noch einen anderen Weibernritt und so, weil die weiterentwickeln einen sind meistens noch schwächer. Also muss ich fast irgendwelche Status-Ups geben. Ja, ist eigentlich auch cool soweit. Ja, viel Power drauf. Gatry, viel Defense. Passt auch. Sieht sogar Unterschied in allem. Wird sicher noch cool werden. Magie, naja. Gut, machen wir sonst noch so ein paar. Der Schlussgespräche noch. Titania! Moment, Zeit für mich, Titania. Jo, Olga könnte behilflich sein. Ja, das. Beim Support ist es scheinbar echt so, dass Supports bereits aktiviert werden und halt die Charaktere auf dem Feld stehen. Zum Beispiel jetzt hier im Beispiel mit Ike und Titania. Reicht es bereits, einen Supportrang zu erhöhen, indem ich sie auf eine bestimmte Anzahl Runden auf dem Feld lasse. Sprich, wenn Titania und Ike immer halt kämpfen zusammen, also immer im Einsatz sind, dann wenn sie irgendwann halt Support-Rang A haben. Mit dem Biorhythmus, was ich gesehen habe, ist es doch scheinbar so, dass halt gleich Einheiten, zum Beispiel mit Erde, Wind-Attributen und so weiter und so fort, müssen halt nebeneinander auf dem Feld stehen, damit sie gegenseitig entweder den Angriff, Verteidigung, Geschwindigkeit oder Ausweichrate erhöhen. Ich weiß, klingt auch ein bisschen seltsam, ist aber so. Zum Beispiel, noch ein Beispiel, Titania, also das, der Typ, was sonst rein mit dem Typ. Oder hier zum Beispiel. Riz und Boyd, okay, Riz nicht mehr da. Aber würden Riz und Boyd nebeneinander stehen, dann würde eben der Feuerbiorhythmus hochgehen und der bewirkt halt, also Feuer, das halt Stärke zunimmt, generell. Krass, war. Mal schauen, Renate Marcia. Was ist los? Mein Name ist, ich weiß, wenn du bist. Cream als Ritter, 5. Abteilung, Captain Kevin, aber was richtig gemacht. Naja. Hey, Nümann! Mal machen ein bisschen hin, Leute. Part ist schon längst vorbei. Ja, wenn wir sagen, wir machen jetzt doch den Rest der Parts nach hier ein bisschen Infogespräch und so weiter und dann die richtige Action kommt im nächsten Part wieder. Ein Kaliafen. Typ, seht ihr das gerade hier? Wenn er so drauf war. Wasser ist vom Typ her, also mit Mordecai würde sie. Macht eigentlich Wasser schon wieder. Oh, ich überlege gerade, Wasser hat mit der Defense zu tun, wa? Feuer müsste Angriff sein und Wasser die Verteidigung. Die Folge chill. Oh, hier steckst du wieder zurück, Alia. Weil das warm ist, kann ich schon wieder. Dann kann ich nicht essen. Nö, kein Bock drauf. Tschüss, Mann. Warte doch einen Moment. Ganz schlecht, wa? Okay, wir haben Ike, sonst haben wir noch Oscar, Lette müssen noch. Lette war mir die. Ah, hier. Bin zu wenig im Feld gehabt. Oscar muss noch mehr auf dem Feld haben und keinen Bock drauf. Promi auch nicht. Iliana, gut mit Zyork wird Support ein bisschen schwieriger. Merke ich gerade, hat ein Iliana eigentlich so viel Support. Mordecai, Mia, CH, Gatry. Kann eigentlich alles drin liegen, wa? Ah ne, Mia gar nicht mehr. Mit Reese und Iliana. Gut, der passt ja. Ein paar Charaktere fehlen noch, wie man hier sieht, aber ansonsten. Jo. Diener zu hören. Immer in tierischer Gestalt. Kann es nicht zurückfahren. Richtig gruselig, wa? Du da, Dienstmädchen? Es geht Arbeit. Das liegt mir. Muss. Warum fällst du sozusagen mit Geld? Blabla. Ja, was ist denn los, Mann? Scheiße. Tschüss. Ja, macht ein bisschen hin hier. Dankeschön, Gatry. Was hast du zu sagen? Wenn das mal nicht alt ist, spazieren, Kommando. Hey, Gatry. Und dann denken sie, da kommt man Depression, nicht schlecht.
Die Blume wundert er, nicht schlecht. Die Blume wundert er. Die Mädchensblumen. Hey, Ike! Ah ja. Stella! Commander Ike? Ja, was gibt's denn? Frag's bekommen? Ja, tu ich. Denk an nix, bin so seltsam, überhaupt nicht. Da kann ich nachvollziehen. Und Formen, dass das Bettchen die wichtigen Dinge aus den Augen verloren hat. Wissen wir das Erkündiger aus Avatar. Das Ziel auch stärker zu werden. Könnte auch sein, wahr? Bitte erlaubt mir weiter noch. Jo, kein Problem, aber bald zu haben. Ja, vielen Dank. Trotzdem führt sie keinen Langbögen. Es war ein tiefer Seufzer. Mist, was es gehört? Süßer, tut mir leid. Süßer? Schwierig, weißt du? Schwierig. Du warst Mitglied der hiesigen Pegasus-Ritt, nicht wahr? Nö, ich bin nicht glücklich. Das ist wirklich nur peinlich. Ich kann ihn nicht gegenübertreten. Bitte? Mein Bruder ist schuld. Dem noch tun nicht gut. Keine Bange, mir geht's gut. Wahrscheinlich, danke. Ike ist auch ein Bruder. Warum ist er denn sonst auch mein Bruder? So faul nichts nutzt. Ah ja, Bruder unter sich war. Also, Leute, vielleicht mal fürs Zusehen. Vom Level her, ja, doch, mehr oder weniger. Die meisten Charaktere sind ganz cool drauf. Die einen mehr, die anderen weniger. Dann würde man sagen, jetzt im nächsten Part hier hoffentlich so weiter. Oh, ganz vergessen. So, du hast noch einen Energietropfen. Zack. Carpe können wir mal verteilen, wa? Wir brauchen hier dringend Carpe. Ne, vor allem sie. Geht wieder nichts. Sie auch relativ gut für das Level bereits. So, eigentlich fast. 25 ist schon ein bisschen wenig. Ja gut, diese Wasser gibt's ihm. Er kriegt die Engelsrobe. 32 KP. Geil, da freut er sich. Mit diesen Worten, Freunde, verabschiede ich mich von heute für diesen Part von Fire Emblem Path of Radiance. Morgen geht's weiter und in diesem Sinne, tschüss.